So, den Herr Baum hat von dem kleinen Intermezzo profitiert, für auf Tribünen zu kommen, an just den Herr Baum hat wird. Herr Präsident, an der ideologischer Proximität hat mein Vierredner so wie den amerikanischen Präsident der Vierwahlkampf auch schon nur gekündigt, was alles nächsten Tag machen gave, aber was dann alles nicht gemäht wird. Herr Präsident, das Gesetz wird effektiv. Also, ich griff kein Trompeten ein. Herr Präsident, das Gesetz wird zwei Wolle, wo leider den nächsten an der Diskussion zu kurz kommt, weil über den zweiten viel zu viel polemisiert wird. Den nächsten geht es darum, dass es eine Egalität salarial soll hergestellt gehen am privaten Sektor. An den zweiten geht es um demokratische Partizipation von beiden Geschlechtern und den Wahlen. Den nächsten Teil soll das Prinzip vom gleichen Lohn für gleich Arbeit, das wichtige Prinzip, definitiv am Code du Travail festgehalten gehen. Das ist auch nötig, wenn ihr gesagt habt, effektiv 8% Lohnunterschiede es haut nach immer gibt. Man muss uns aber manchmal bewusst sein, dass mit dem Ausschreiben von dem Prinzip am Code du Travail die Lohnunterschiede auch nicht verschwunden werden. Sie sind nämlich teilweise strukturell bedingt auch an anderen Ursachen zusammenhängen. Besonders betraf wird Salariatskummer geschrieben oder ein Faktor davon als Teilzeit erwischt. Es also auch natürlich einen großen Unterschied, wenn man guckt, wie es ein Ekart salarial ist zwischen den Geschlechtern am Service public und am Service privé. Und für allem stellt ihr fest, dass Frauen meistens oder überproportional als Sektoren schaffen müssen, die niedrig bezahlt sind, also prekärer sind, die dann nachher dabei eventuell Teilzeit erwischt sind. Und das kann doch aus der Statistik rauswarten, die Madame Duval für uns zitiert tun, dass doch besonders stark davon betraf von den ekaren Frauen aus Drittländern sind. Das heißt, Rufen der Bezahlung also nicht nehmen eng Geschlechterfroh, mir ist auch ein Klassefroh, die sich mit der Geschlechterfroh nachher amplifiziert, weil es sind DAX die betroffene Frauen, die an der Regel eng double oder eng triple Pain eigentlich erleiden. Ein Paradebeispiel dafür ist der Bootssektor, wo es Frauen gehen, die schon meistens von Frauen erbischen, die meistens zu Frauen gemäht gehen, wo die in der Konditionen auch haut noch immer schaffen müssen, dass sie teilweise auf 3 verschiedenen Plage-Horären jeweils 2 Stunden auf 3 verschiedene Plätzen am Land muss schaffen gehen, und die dann auch nach nur 10 Jahren Berufserfahrung die Berufserfahrung nicht unerkannt kriegen. Das ist ein flagrant Beispiel, wie effektiv den Ekart salarial und die Frage von ungerechter Bezahlung von Frauen eng wichtig geht an eng Realität an unserer Gesellschaft haut auch nach heute leider einer Doruner Gesetz, das heutige Gesetz auch nicht. Wichtig geht aber die von dem echten Volley hängt aber auch zusammen mit denen Möglichkeiten und auch denen die von den Sanktionsmöglichkeiten die geschaffen gehen. Und da muss klar sein, dass die TM Möglichkeiten hat, für die Toten zu kontrollieren und für dann gegebenenfalls auch Sanktionen können auszuschwätzen. Denn von den positiven Aspekten als auch, dass an den nächsten Wochen schon mal über das Gesetzdetachement schwätzen, wo explizit rasch könnt, dass die TM auch als Mission kriegt, den droit du travail zu kontrollieren. Also notamment auch die doten Frauen, die mit der Bezahlung zu dienen haben, die mit Arbeitszeiten zu dienen haben. An auch den Minister hatte du gekündigt, werden wir ganz auf friedlicher Erwartung auf Proposition von der Reform von der ITM, die dann auch nach soll auf jeden Fall mal neuen Ankündigungen vorgestellt gehen an dem nächsten Jahr. Den zweiten Teil, das dann den häufig größer Polemik sie sucht oder gesucht wird. Ein Quote von 40%. Am Gesetz steht, 24 Leute, Kandidaten oder Kandidatinnen, von 60 von all Geschlecht müssen auf der Liste sein. Also franchement, eine Partei, die das nicht kriegt, die hat dann Probleme. An der Praxis
muss löwenswerterweis soen, dat wann in die letzte Wahl guckt, an Herr Gibert schon genannt, am stärksten davon betraf sind die Großvolksparteien, der SAP, CSV, die Quorum Lächtkeier net hatten, an die eigentliche die größte Reservoir missten hun von Kandidatinnen, an die mit diesem Gesetz auch den größten Effort müssen machen, was löwenswert ist. Die Grünen und die Link mehr hatten und noch den ADR wir relativ oder hatten den Konditionen erfüllt. Es sind die Großvolksparteien, und sind noch die, wo mänglisch mit diesem Gesetz zentral sibliert sind, aber wo doch wirklich mänglisch eine verändernde Wirkung kann hun. Es muss ihn dann auch sagen, dass die Quote selber wenig kontrainant ist. Es gibt nämlich keine Partei ausgeschlossen. Es gibt noch keine Listeplätze vakant gelassen, wie das bei anderen Modellen von Quoten der Fall ist. Der einzige ist, es kriegt den au prorata Männer suchen aus der Parteienfinanzierung. Ist das nur undemokratisch? Parteienfinanzierung hat auch nach anderen Kontranten. Einen gewissen Undeel pro Jahr von Eigenkapital, den ich muss tun, sonst riskiert die Parteienfinanzierung gestraft zu kriegen. Zum Beispiel ist das ein Element davon. Das heißt, wenn über den Weg führt, was man eigentlich interessant fanden, über die Parteienfinanzierung zu machen, also nicht nur einen ganz legalen, das vor allem auch einen ganz demokratischen. Und als Länder, in Frankreich und in Belgien kennen wir Quoten. Es gibt noch Quoten an Spanien, Portugal, Slowenien. Das ist also weit von revolutionär, was hier proposiert wird. Es entspricht aber einer reeller Notwendigkeit, gerade wings denen Zölen, die den Herr Gibert genannt wird. Quoten sind sicher kein Allheilmittel. Das wissen wir auch. Aber sie sind aber das Minimum, das notwendig ist, für überhaupt gleich Chancen können herzustellen. Aber Quoten sind auch nicht wie für Kei, wie der zitiert hat. Quoten sind für Doxen an den Parteien, die noch immer nicht begriffen haben, dass das eine absolute Notwendigkeit ist, für überhaupt Chancengleichheit herzustellen. Quoten sind auch ein Teil von einer ganzen Herr Präsident, Geschichte von der Frauenbewegung, von der Emanzipation, die auch zum Teil die Geschichte von der Arbeiterbewegung ist, wird sich alles erstreiten müssen. Und immer sind Argumente, scheinbar Argumente, gefallen, die auch nicht die kleinsten Selbstverständlichkeit, was für uns heute natürlich ist, aufgestellt wird. Wir meinen, dass den heutigen Modell à la limite, dadurch, dass er wenig kontrainant ist, sogar noch hätte können, wie weit gehen, nämlich konsequent 50% unzielen. Es stellt sich auch die Frage, wie es weitergeht mit den Gemengewahlen, so nicht als den eine Partei repräsentiert, die wahrscheinlich mehr Probleme hat, wie den Herr Gras an ganz vielen Gemengen voll Lüchten abzustellen. Mir auch da stellt sich die Frage, wie gehen wir mit den Gemengewahlen um? Das wird sicher nicht an den nächsten 10 Monaten geklärt gehen, aber die Chambre wird an den nächsten Jahren die Frage auch denken müssen, ob die Liste stellen, egal in der zweienger Konstellation. Das richtig, dass das Chancengleichheitsminister probiert, eine Incitationskampagne zu machen, wo eigentlich Parteien aufgefordert gehen, selber Initiativen zu holen, für mehr Frauen auf ihr Listen zu kriegen. Ich komme aber auch nicht der Lernst, für zu sagen, dass das erste Beispiel, was wir bislang hier gesehen haben, leider gesehen haben, von der Madame Ontour, eigentlich der Gegenteil von dem ist, an dat sich immens viel engagiert Frauen aus alle Parteien just darüber opregen konnten, an sich gut nicht daran herumfahren tun, weil es just das stereotypiert Geschlechterbild durchgestaltet wird an alles ernst, das wie eine Invitation zur Partizipation. Das ist auch der Gegenteil von den positiven Initiativen, wie zum Beispiel Boys Day oder Girls Day, wo eben just mal probiert gehen, die Stereotypen zu überwinden.
haiget mat anderen Moyen leider geschafft. Herr Präsident, Mg Zeit also gut hier aufgelaufen. Am Resümee will ich so mehr Stimmen, das Gesetz Matteneis eventuell nach ein oder zwei Elemente weiter dran viergestalt. Es muss auf jeden Fall so, dass man effektiv durch die Aufhebung von der Quote zumindest einen ersten wichtigen Schritt an der Chambre gemäht haben zu einer mehr größer Chancengerechtigkeit. Merci. Merci auch dem Herr Baum. Wir sind damit am Ende von unserer allgemeiner Diskussion. Antwort hat die Chancengleichheitsministerin Madame Lydia Mutsch. Ich will just darauf hinweisen, dass die Regierung insgesamt 4 Stunden hat.